statuette's broken. And the sphere. Shattered to pieces. I wonder if I... No! Don't touch it! Don't touch it. Guten Tag, ihr Leid. Introductions between strangers are always Die erste Begegnung zwischen Fremden ist immer etwas seltsam. Für Evie und Harry war die Situation jedoch aufgrund der ungewöhnlichen Umstände ihres Kennenlernens noch unangenehmer. Wie fühlen Sie sich, Professor? Wenn man bedenkt, dass ich angegriffen und bewusstlos geschlagen wurde und dass jemand versucht hat, mich in meinem eigenen Haus auszurauben, dann wohl nicht besonders gut. Evie wusste nicht, wo sie anfangen sollte. Deshalb wählte sie den förmlichsten Ansatz. Ja, wir wurden noch nicht einander vorgestellt. Ich weiß, wer Sie sind, Miss Drayton. Wir hatten heute einen Termin. Und ich kann mir auch vorstellen, worüber Sie mit mir sprechen möchten. Wie einen schönen Bart. Evie war verblüfft. Er wusste davon. Professor Everhard hatte ihre Briefe also doch gelesen. Ich nehme an, Sie haben einige Fragen an mich. Nur zu. Okay. Erste Frage. Was halten Sie von Hausfriedensbruch? Okay. Zweite Frage. Zeigen Sie öfters Leute an, die Hausfriedensbruch begehen? Dritte Frage. Wie komme ich am schnellsten hier raus, ohne dass Sie sich an mich erinnern? Ich frage, also das ist ein einfaches, das ist keine Ahnung, ist mir gerade so eingefallen. Okay, also, so, was ist das für eine weibliche Statue, eine sogenannte Statuette? Also, was war oder ist oder wird sein diese Statuette? Sie haben doch keine Scherben berührt, oder? Nee, das haben Sie ja wohl sehr deutlich gemacht. Gut. Denn diese schwarze Kugel, die besteht aus... Harry wollte ihr sagen, dass die Kugel das Blut eines uralten Gottes enthielt, der jenseits von Zeit und Raum entspringt. Aber er beschloss, Evie vorerst nicht zu erschrecken. Das besteht aus einer sehr gefährlichen Substanz. Aha. Ach ja, übrigens, guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Call of the Elder Gods. So, haben wir das auch. Also, was geschah mit der Statuette? Also die ist zerbrochen. Was ist passiert? Ich habe sie zerstört. Wir haben sie zerstört? Ja, war besser, als in die falschen Hände geraten zu lassen. Evie war frustriert. Sie hatte sich solche Mühe gegeben, Professor Everhard dazu zu bewegen, mit ihr über die Statuette zu sprechen. Und dann zerschmetterte dieser Grieskram das Relikt an jenem Tag in 1000 Stücke. Ich merke schon, ich stelle eine Frage und habe 5 neue. Okay, wo wurde die gefunden? Ich habe einen Artikel des Herald gelesen, dass die Statuette bei einer Ausgrabung in Virginia gefunden wurde. Stimmt das? Ja, in den Höhlen in der Nähe des Rappahannock River. So. Die wurden von einem Professor, dem Miskatonic, geleitet, richtig? Peasley heißt der. Ja, Peasley. Meinen Sie, es wäre möglich, mit ihm zu sprechen? Nein. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Auf natürlichem Wege. Hoffe ich jedenfalls. Okay, guck mal, es werden schon weniger Fragen. So, wie ist das eigentlich? Ich lese hier alles vor, weil ich mir sonst so unnütz vorkomme. Ich bin ja nur der, der spielt. Also, ist das in Ordnung? Soll man das so lassen? Oder ist das doof? Keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt ja selbst lesen, gibt ja deutsche Untertitel, aber ich mache halt gern was. Oder soll ich nur die Hälfte lesen? Keine Ahnung. So. Nein, ich werde nicht nur jeden zweiten Satz vorlesen. So. Also, was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass diese Substanz gefährlich ist? Muss ich das eigentlich vorlesen? Weil ich frage das ja jetzt eh nochmal. Gefährlich? Was meinen Sie damit? Ist sie giftig? Ja, bestimmt auch. Schlimmer. Ich habe miterlebt, wie Menschen ihren Verstand und ihre Gesundheit verloren haben. Allein durch den Kontakt mit dieser Substanz. Warum war denn die Statuette in Ihrem Haus? Ich dachte, die befindet sich im Universitätsarchiv. Ja, ich habe sie für ein Forschungsprojekt, an dem ich arbeite, hierher gebracht. Über antike Zivilisation. Harry konnte sich keine bessere Ausrede einfallen lassen. Denn ich habe sie in meinem Haus versteckt, um gierige Hände davor zu bewahren, den furchterregenden Kräften der alten Götter zu erliegen. Das klang unendlich viel schlimmer. Also,
Who's responsible Wer ist für for all all das this? verantwortlich? For the robbery, Den Raubüberfall? Dr. Frog in the Dr. Frosch im Hals. a psychiatrist. Beim Or so I Psychiater. thought. Dachte ich zumindest. I never Ich hätte should ihn have nie brought him hierher here. einladen sollen. I've been too Ich war careless. unvorsichtig. Habe ich gerade hierher gesagt? Hat keiner gemerkt. Ja. Wissen Sie, also pass auf. There has to be Es muss doch noch mehr more, geben, right? oder? Von diesen More of those Statuetten. statuettes. I really doubt it. Das Are you bezweifle ich sure? sehr. Because Sind Sie sich I'm sicher? convinced Ich of it, bin davon Professor. überzeugt, Professor. And why are Ja? you so convinced Und warum sind of Sie that? davon so I've überzeugt? seen them. Ich habe sie In my gesehen. dreams. In What are you meinen talking Träumen. about? Dreams about strange and Träume von ancient seltsamen alten artifacts brought Artefakten wecken bad bei Harry memories. schlimme Erinnerungen. For Aus personal persönlichen reasons. Gründen. My dreams. Also I meine mentioned Träume. them Ich habe in sie in my meinen letters. Briefen erwähnt. You Erinnern Sie remember? sich? So, Ich I've träume long schon lange dreamed von of the einem place. bestimmten Ort, da gibt es an einen Dimetrodon. ancient stone city, Es ist eine uralte hidden in Stadt the aus jungle Stein im Dschungel from verborgen, aus prehistoric prähistorischer times. Zeit, mit And dem there are more Dimetrodon. statuettes like that Und one. da sind noch mehr All Statuetten wie holding those diese, die black alle horse. diese schwarzen Kugeln Better forget tragen. about Miss So, Drayton, if Peasley Miss found Drayton. that statue in Also, wenn Virginia, Peasley diese Statue in maybe there could Virginia be gefunden more. hat, dann Listen gibt to es me, dort Miss vielleicht noch Drayton. mehr. Maybe in those Hören Sie doch mal, Miss caves, Drayton. Enough of that. How could So, you be such a genau. fool? Wie können Sie so Haven't you töricht listened sein? to a Haben Sie mir single gerade word eben I've nicht said? zugehört? Don't you ever Denken Sie think nicht of mal going dran, near that sich dieser cave Höhle in Virginia. Virginia zu nähern. You can't be serious. Professor, das ist doch nicht I need answers. Ihr I- Ernst. Of course Ich brauche I'm serious. Antworten. I Mann, forbid it. er verbietet es. Er verbietet es. Hör doch zu, Mädel. Mann, und hört auf, durcheinander zu reden. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Donnerwetter, Keil. So. Are you done yelling now? All right. Let you calm down. Na gut, jetzt wo Sie sich beruhigt haben, sage ich Ihnen, dass ich erwachsen bin und Sie mich nicht daran hindern können, irgendwo hinzugehen. Und wenn wir schon dabei sind, meine Mutter hat mir Manieren beigebracht. Und soweit ich weiß, werden Sie ohne mich immer noch hinter dem Kamin eingesperrt. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, etwas Dankbarkeit zu zeigen. Es war Jahre her, dass sich jemand mit Harry gestritten hatte. Und zum ersten Mal seit langem hatte er das Gefühl, eine authentische Begegnung mit einem anderen Menschen zu haben. Vielleicht keine besonders angenehm, aber dennoch offen und ehrlich. Dieser Kamin lässt sich von innen öffnen, Miss Drayton. Ach, mach Sachen. Ja, okay, also hätte man es denken können. Trotzdem schulde ich Ihnen eine Entschuldigung. Sie haben ein beträchtliches Risiko auf sich genommen, obwohl Sie mich nicht einmal kannten, Miss Drayton. Vielen Dank. All right. Okidoki. Apology accepted. Entschuldigung angenommen. Sie sind also fest entschlossen, zu diesen Höhlen zu fahren, Miss Drayton? Absolutely. Absolut. Sie haben recht, ich kann Sie nicht daran hindern, nach Virginia zu fahren. Aber wie planen Sie, von Arkham dorthin zu gelangen? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich wusste nicht mal, dass ich da hinfahren will. Ich glaube nicht, dass es regelmäßigen Busverkehr dorthin gibt, oder? Nein, gibt's nicht. Deshalb mein Vorschlag. Ich fahre mit Ihnen nach Virginia. Ich übernehme alle Kosten, keine Sorge. Wenn es eins gibt, von dem ich reichlich habe, dann ist es Geld. Im Gegenzug bitte ich lediglich darum, dass Sie meinen Anweisungen befolgen, solange wir dort sind. Und sehr vorsichtig sind. Wir suchen nach dem, was auch immer Sie dort finden möchten. Und dann fahren wir wieder. Einverstanden, Miss Drayton? Yes, yes. Ja, Thank you so jawohl. much, Professor. Vielen Dank, But don't Professor. worry. Und machen Sie sich I keine promise Sorgen. I Ich won't verspreche, ich get in werde keine any Ärger machen, außer Harry der couldn't help but Dimetrodon will mit mir doubt nach that Hause. Davy Dann would vielleicht keep schon. her promise. Harry kam nicht But umhin, even so, he das nicht zu immediately lesen. liked Trotzdem that mochte er diese sharp-tongued schlagfertige und and stubborn eigensinnige girl, junge Frau auf Anhieb. which made sense. Das ergab Sinn. Schließlich Harry war had Harry been a ein good guter friend of Freund von Evie's Evies father, Vater after all. gewesen. Ernsthaft? So, haben wir wieder was gelernt, ja? Guti. So. Ach, guck mal, Indiana Jones-like. Nur ohne Flugzeug. So. Da sind wir schon. Da wären wir. Die Höhlen kann ich nicht aussprechen. But this place is Ja, aber die closed sind off. abgesperrt. It is indeed. Das sind sie. Offenbar kam dort ein Mitglied des Ausgrabungsteams ums Leben. Ein Archäologe namens John Teague. Deshalb stellt die Regierung die Ausgrabung kurz nach dem Fund der Statuette ein. So what Dann we're ist das, doing was here wir is hier tun, illegal? illegal? Wenn ich sagen würde, dass es unbefugtes Betreten ist, würden Sie dann davon ablassen? Not really. Natürlich nicht, Mann. Unbefugtes Betreten, das ist quasi meine Leibspeise. Kann man das so sagen? Okay. Genau, man kann sich wohl leicht verirren, deshalb Funkgeräte. Super Sache. Also, seien Sie vorsichtig, denn der Boden kann nachgeben. Ja, das hat ja schon mal super angefangen. Miss Drayton, können Sie mich hören? Geht es Ihnen gut?
Kapitel 2 von riesigen Höhlen und uralten Relikten. So. Ja, Ja, ich glaube schon. Ich bin in Sicherheit. Ich bin auf dem richtigen Weg. Woher willst du das wissen? Hast du dich noch gar nicht geguckt. Folgen Sie dem Ausgrabungspfad. Er führt zum unterirdischen See. Habe ich noch meine... Oh ja, meine Taschenlampe ist noch dabei. So, wo habe ich denn das Funkgerät? Naja, ist egal. Ja, also so viel, ja. Wie bücke ich mich? Indem ich mich hier bücke. Oh, guck mal da. Da ist Ammonit. A lake? In here? Ja, das Wasser, das kann ich nicht aussprechen, sickert durch den Kalkstein, sodass die Höhle ein komplexes hydrologisches System in sich birgt. Beasley erwähnte, dass die Statuette irgendwo in der Nähe des Sees gefunden hätten. Das war eine der wenigen Erinnerungen, die er von den Ausgrabungen noch behielt. Moment mal, er konnte sich nicht an die Ausgrabungen erinnern? Seinen eigenen Worten zu folgen litt er unter einer Art Abwesenheit. Eine Art Amnesie. Er konnte sich nicht mal daran erinnern, die Ausgrabungen geplant zu haben. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ja? Oh, krass. Ach, schade. Ich dachte, da steht die Steam Machine. So. Guti. Was sind wir denn hier? Das ist eine gute Frage. Also in der Höhle, ja. Gut, wir gehen jetzt einfach mal runter und dann sehen wir ja weiter. Huck, 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 huck. Ja, huck, huck. Ich weiß. So. Guck mal, das sind noch mehr so... Cool, guck mal, das ist ein Gabeltier. Das sehe ich von hier. Das ist ein Zimtschneckenmon. Und das ist Kabuto. Weiß jeder. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da wieder hoch, oder? Hallo? Professor, Sie werden es nicht glauben, aber ich hatte auch Amnesie. Zwischen September und November des letzten Jahres erinnere ich mich an nichts. Mein Kopf ist wie leer. Als ich wieder zu mir kam, merkte ich, dass ich in Recherchen vertieft gewesen war. Überall um mich herum waren Bücher und Artikel über einen Ort in Spitzbergen. Ist das nicht in der Nähe des Polarkreises? Hey, hallo? Professor? Professor? Professor, hören Sie mich? Professor? Okay, hier war der Empfang besser. Ich gehe mal gucken. Hallo? Hallo? Ist keiner da. Na gut. So, also. Ja, ich würde gerne, aber das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Die stellt sich ja dran wie ein Mädchen. Also so wie ich. Okay. Vielleicht findet man hier unten... Oh, da, guck. Amerikanisches Dynamit. Das ist schon recht gut, ne? Aber habt ihr schon mal südguatemaltekisches Dynamit? Das ist ein mächtiger Badabums. Meinst du, ob es hier noch mehr Dinos gibt? Guck mal. Mann. Da hätte man sich auch einfach von da oben runterlassen können, hätte ich ein Riesenstück gespart. Übrigens sind das Stalaktiten. Okay. Das sind Stalagmiten. Und das ist das Wasser. Oh ja, hier gibt es doch bestimmt was zu lesen, oder? Was haben wir denn hier Feines? Well, everything was properly cleared for the excavation. Okay. No doubt about it. Für die Ausgrabung war alles ordnungsgemäß geräumt. Zeig mal her. Innenministerium der Vereinigten Staaten. Amt für Sondergenehmigungen. Hiermit wird Mr. Nathaniel Beasley unter Anerkennung der Bundesbehörden die Genehmigung erteilt, Ausgrabungsarbeiten an der in der beigefügten Beschreibung genannten Stelle zum Zwecke der Vermessung und wissenschaftlichen Untersuchung durchzuführen. Diese Genehmigung gilt für das laufende Kalenderjahr. Mit Genehmigungen von Henry R. Whitmore, Unterabteilungsleiter des Innenministeriums, und Edgar L. Mason, Leiter des Genehmigungsamtes. Eingereicht und vermittelt von Caleb Bowen, privater Mittelsmann. War das nicht der Fuzzi, der Astrologe da?
Okay, vielleicht soll ich mir so eine Kopflampe holen. Die sind cool. Kopflampen sind cool. Frag mal die Saarländer. Die sagen das auch alle. Zumindest die Homburger. So, ich meine ja nur. Wow. What is this place? Ja genau, was ist das hier für ein Ort? Miss Drayton, over here. Ja. I'm here. I'm glad to see you. Schön zu sehen. Ich dachte sonst, Sie hätten sich verirrt. Ist alles in Ordnung? Yes, thank you. Ja, danke. Sie haben nicht gelogen, was die Tunnel angeht. Haben Sie etwas gefunden, Professor? This mural. Dieses Wandgemälde. Kommen Sie und sehen Sie sich an. Okay. Würde ich gerne machen. Aber ich will noch gerniger mich hier umgucken. Oder auch nicht. Ich komme nämlich nicht hier runter. Oder doch? Pass auf, pass auf. Ich gucke mich natürlich hier erstmal um. Hier gibt es ja ordentlich was zu gucken. So. Obwohl Evie beschloss, diesen Bericht nicht zu erwähnen, vermittelte er ihr ein klares Bild von der Gefahr des schwarzen Schleims. So, ich sag euch jetzt mal was. Ganz kurz. Guckt mal kurz weg. Da bin ich wieder. Professor Peasley. Ich bedauere, Ihnen den Tod von Mr. Teague mitteilen zu müssen. Seine Hautveränderung verschlimmerte sich rasch und in seinen letzten Tagen zeigte er Desorientierung und starke Unruhe, was auf eine neurologische Beeinträchtigung hindeutete. Trotz aller unternommenen Maßnahmen konnte sein Zustand nicht geheilt werden. Bitte nehmen Sie mein aufrichtiges Beileid entgegen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Stuart Mertens, Virginia Memorial Hospital. Alles klar. So, und jetzt gucken wir mal. Sehr schön. Die Gesichtszüge zeigen außerordentliche Ähnlichkeit, sollte schriftlich festgehalten werden. Aufgaben: Säckler, Fossilienanalyse, ungewöhnliche Symmetrie priorisieren. Hä? Monroe, sichtbare Konstellation kartieren, auf Abweichungen briefen. Stahl, auf Funktion des Gebildes schließen und Hypothesen festhalten. Und Teague, Wasserleitungen erkunden und nach funktionellen Überresten suchen. Ich habe vergessen zu gucken, ob da hinten noch was drauf ist. Und jetzt pass auf. The wording here is peculiar, to say the least. Ja, die ist wirklich irgendwie ein bisschen seltsam. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, die Kommentare kommen nur noch auf Knopfdruck, weil die kommen ja eh meistens und beziehen sich auf das, was wir noch zu lesen haben. Also dachte ich mir, die tue ich danach einfach machen. So. September 49, Vater. Ich wage es dir noch einmal zu schreiben, obwohl ich nicht daran glaube, dass du Vernunft annehmen wirst. Das waren viel zu viele Jahre kostspielige Expeditionen in die entlegensten Winkel der Erde. Ich bitte dich inständig, nach Arkham zurückzukehren und die Angelegenheiten dem Dekan des Fachbereichs Archäologie zu überlassen. Um Himmels Willen, du bist schließlich Professor für Wirtschaftswissenschaft. Mit großer Besorgnis, dein Sohn. Wingate. Wer ist denn Wingate? I would have liked to speak with this man's Ich hätte gerne mit dem father. Vater dieses Mannes gesprochen. In Wahrheit hatte Evie das nur ungern getan. Nathaniel Peasley war immer ein grüblerischer, zurückhaltender Mann gewesen, sogar noch mehr als Harry. Ach so, das Wingate Peasley. Ah, okay. Alles klar. Gut, dass es nochmal erwähnt hat. Ich hätte das jetzt... Okay, da hinten gibt es noch irgendwie was zu gucken. Leuchtender Unterwasserpilz, unbekannte Art. Naja, leuchtet das nicht so arg, oder? Such strange plants. Ja, geht so. Ich stelle fest, also, die sind hier auch ordentlich gut am Bechern hier unten, ja? So. Miss Drayton, up here. Miss Drayton, hier oben. Please, Kommen Sie und sehen Sie take a sich look at das an. Ja, okay. Ist ja gut. Kommen wir halt hoch. Hetz mich nicht. Ich wollte mich doch nur ein bisschen umgucken. So. Hoppala. Da bin ich. Guten Tag. Achten Sie darauf, wie die Linien sich mit fast rhythmischer Regelmäßigkeit wiederholen, obwohl der Stein anscheinend vor Jahrtausenden bearbeitet wurde, als wollten sie eine verschlüsselte Botschaft übermitteln. Was halten Sie davon? Für Evie war das alles Kauderwelsch. Ihre Welt bestand aus Gleichungen und Laborexperimenten, nicht aus Entschlüsselung alter Sprachen. Das da ist ein Ladebalken, also so ein Ladekringel, das sehe ich. Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Sie sind der Experte. Ich erinnere mich an einige ähnliche Gebilde in meinen Träumen. Wirklich? Das ist gut. Das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, gut.
Okay. Kann ich irgendwie helfen? Sehen Sie sich einmal um. Sollen Sie etwas Bemerkenswertes entdecken, lassen Sie es mich wissen. Okay. Also, Sie scheinen ja wirklich daran interessiert zu sein. Tja, Berufsrisiko. Trotz aller Bemühungen war es Harry nicht gelungen, seine Begeisterung für archäologische Feldarbeit zu unterdrücken. Aber ich bin hauptsächlich hier, um Ihnen zu helfen. Aha. Glauben Sie, wir finden noch weitere Statuetten? So wie die von Peasley? Miss Drayton. Miss Drayton, Sie waren es doch, die so überzeugt war, hier weitere Statuetten zu finden. Ich nicht. Aha. Ich sehe mich mal um und halte Ausschau nach interessanten Details. Gut. Aber entfernen Sie sich nicht zu weit von der Ausgrabungsstätte. So. Zum Beispiel will ich gucken, was das da ist. Geh mal weg da. Du Oller. Was meinen Sie, was das bedeutet? Warnungen, Anweisungen, Zeitachsen? Lässt sich schwer sagen. Das kann ich dir genau sagen. Ich sehe es. Ich habe dasselbe bei mir an der Wand. Und zwar, ich habe letztens meiner Freundin wieder was zu essen gekocht und es gab Spaghetti. Die waren aber relativ lang. Deshalb habe ich die ein bisschen geschnitten vorher schon, also so, ne? Und dann wollte ich sie ihr bringen und sagen, guck mal, ich habe dir deine Spaghetti geschnitten. Sie hat gerne die Soße, macht sie sich dann selbst drauf. Da kannst du nämlich, der Käse soll ja auf die Nudeln und dann die Soße drauf, weil das gut ist so, ne? Und deshalb habe ich ihr die Nudeln so gebracht und den Käse halt einzeln und die Soße so. Und dann laufe ich also mit dem Teller, wo nur Nudeln drauf sind, laufe ich und dann schwuppdiwupp, hast du nicht gesehen, kommt eine Katze. Ich stolper so halb über die Katze und flupsch. Ist mir der Teller mit der Spaghetti an die Wand gefallen. Mit dem geschnittenen Spaghetti. Hat genauso ausgesehen. Okay? Gut, dass wir das geklärt haben. So, also. Darf ich jetzt dir noch ein bisschen ins Auge leuchten? Cool, oder? Der ist doch auf Drogen, oder? Seine Pupillen bewegen sich gar nicht. Ich weiß nicht. Der hat doch... Ich meine, der kam mir schon immer so ein bisschen komisch vor, aber das ist ja wohl eindeutig hier. So, darf ich jetzt ein bisschen mich hier umgucken? Also zuallererst mal... ich sehe was. Diese Dinger da drüben, die sehen doch jetzt schon seltsam aus, ja? Und das da sowieso. Okay, ich bräuchte eine Zoom, eine... Guck mal dahin, Taste. Da ist wieder ein Gabelinski. Ah ja. Ne, Moment, das war schon hier, oder was? Ich sehe eine Art Steuereinheit. Und das da, das sieht aus wie Klaviertasten. Bitte fassen Sie nichts an, Miss Drayton. Ups, aus Versehen draufgekommen. No, this isn't working. Hab nix angefasst, das war schon immer so. Guck mal, da sind Fingerabdrücke von mir drauf. Moment. Hab ich noch mein Heft? Ah, okay, da haben wir irgendwie was. Ja, okay, wir kommen hier, glaube ich, erstmal nicht weiter. Okay. Das muss ich mir genauer angucken. So, oh je, hier gibt's aber viel zu gucken hier. Aha, da drüben ist der Klavierspieler. Da, gucke. Ich gehe mal... Ist hier eigentlich Fische oder Blutegel oder so? So, hier, gucke. Alles klar. Hier ist noch ein Wandgemälde und es sieht besser erhalten aus als das Sie gerade untersuchen. Ausgezeichnet. Ich sehe es mir an, wenn ich mit diesem hier fertig bin. Jetzt passen wir mal auf. Der hat hier so ein Klavier vor sich und so eine Stimmgabelartiges. Und dann gibt es da so... Und dann wächst aus dem Wasser eine Tür.
Aber nach welcher Reihenfolge muss ich das machen? Das ist übrigens ein komisches Krabbenvieh oder so. Okay, kann ich hier... Aha. 1, 2, 3, 4. Tatsächlich, ist mir gar nicht aufgefallen. Aha. Ich muss wohl die richtige Musik machen und dann erscheint da eine Tür oder so. Was ist die richtige Musik? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist noch... Ich habe Tauchausrüstung gefunden. Was, wenn Peasley die Statuette nicht in der Nähe des Sees gefunden hat, sondern am Grund des Sees? Sie denken doch nicht, was ich glaube, dass Sie denken, Miss Drayton. Ja, es kommt drauf an. Glauben Sie auch gerade an rosa Badehosen? Dass Sie in den Taucheranzug schlüpfen und in den See tauchen wollen, glaube ich? Nein. Ich will nur mal gucken. Nur gucken. Gucken kostet nichts. Gucken kostet maximal eine Anguckgebühr, aber meist nicht. So, was ist das hier? Ist da noch was drin? Kann man das hier sehen? This empty cylinder will do. Okay, danke. Ach so, die muss ich jetzt... Ach so, Ahahaha. Ich habe da eine Idee, dass die da reingehört. Und dann drücken wir diesen Knopf. Nicht. Dann drehen wir in diesem Rad. Pressure gauge. Ein Manometer. Eine Dichtung. Nicht allzu kompliziert. Ich denke, ich kriege das wieder hin. Was heißt hier wieder hin? Also ich drehe mir hier einen Ast. Bringt alles nix. Da fehlt irgendwie eine Dichtung, hat sie gesagt, ja? The diving platform isn't getting any Tauchplattform power. bekommt keinen Strom. Achso, ja. Was haben Sie erwartet? Die Expedition wurde vor fast 10 Jahren beendet. Nach all der Zeit funktioniert bestimmt nichts mehr. Trotzdem, es ist wohl besser, nicht daran zu werkeln. Ja, klar. So, was haben wir denn hier Feines? Ein Telefon oder für die Kommunikation mit dem Taucher oder wie? Ah ja, hier. Oh, guck mal da. Was hat er denn für hübsches Ding in der Hand? John überwand die schwarzen Ströme, um die Raffinerie zu erreichen und die Statuette zu bergen. Guck mal da. Wie scheint, haben sie die Statuette tief im unterirdischen See gefunden. Ivy verschwieg mit Absicht, dass der Mann auf dem Foto vollständig mit schwarzem Schleim bedeckt ist. Tatsächlich. Ja, mit schwarzem Schleim bedeckt. Tief im See, sind Sie da sicher? Warten Sie, bis ich mit diesem Wandgemälde fertig bin. Dann reden wir darüber. Bis dahin... Naja. Lass ich mir noch was... radiere ich weg oder so. Tauchluftkompressor. Luftzufuhrventil. Motor ein, aus. Befolgen Sie diese Schritte, um die Sauerstoffflasche aufzufüllen. Das ist übrigens eines der wenigen Worte mit 3 F im Deutschen. Am Stück. Hintereinander, meine ich natürlich. So. Schalten Sie den Sicherungskasten ein, um den Kompressor mit Strom zu versorgen. Wo ist denn der Sicherungskasten? Stellen Sie eine leere Sauerstoffflasche in die Flaschenhalterung. Schalten Sie den rechten Schalter auf ein. Öffnen Sie das Ventil, um Luft in die Flasche zu lassen. Drücken Sie den Knopf, um die Flasche aus der Halterung zu lösen und den Vorgang abzuschließen. Aha. Sicherungskasten einschalten. Und dann... rechter Schalter. Moment. Es gibt einen Schalter. Ah, der da vielleicht? Das ist kein rechter Schalter. Ah. Er hier. Oh, darn it. Ach so. This machine doesn't seem to be working. Ja, da fehlt noch der Strom. Wo kriege ich denn Strom her, hä? Ne, von da unten nicht. Naja, wir werden mal gleich gucken. Seems like a Also, telephone. ich dachte, nee, das ist, Communicating with the diver. das ist nicht der Stromgenerator. Lass mich mal hier weiter gucken. Aha. Doktor, ich glaube, es ist mir gelungen, den Sinn der unvollständigen Symbole auf der Wandmalerei zu erfassen. Die Zeichenfolge offenbart eine aus geschwungenen Strichen und Punkten bestehende Sprache.
Ausgehend davon ist die plausibelste Interpretation, dass dieses Piktogramm den Akt des Drehens darstellt. Ich bin überzeugt, dass es sich bei der verwendeten Substanz um dieselbe handelt, die wir im Rahmen von Projekt Kronos entdeckt haben. Professor, have you read Haben this Sie diesen report? Bericht gelesen? Sagt Ihnen der Begriff Projekt Kronos etwas? Nee, noch nie davon gehört. Das ist aber doof. Laut Peasley reagiert die schwarze Flüssigkeit auf Schallwellen. Meine Hypothese ist, dass möglicherweise bestimmte Musiksequenzen verwendet wurden, um bestimmte Reaktionen in der Substanz hervorzurufen. Ein Hohlraum in der Höhle L kann sich wie ein Resonator verhalten, dessen Grundfrequenzen sich annähernd durch folgende Formel beschreiben lassen. F ist gleich N mal V geteilt durch 2L, wobei V die Schallgeschwindigkeit in der Luft und N eine positive Ganzzahl ist. Ich muss die genauen Maße der Höhle bestimmen und sie mit diesen theoretischen Frequenzen vergleichen, um genau zu verstehen, wie das funktioniert. Ich habe einen Bericht gefunden, der besagt, dass die gesamte Höhle als offener akustischer Resonator fungieren könnte, der stehende Schallwellenmuster aufrechterhält. Ja, das könnte sein. Harry war eher Gelehrter als Naturwissenschaftler. Natürlich hat er kein Wort von Evis wissenschaftlichen Fachjargon verstanden. Ich natürlich schon. Ich bin ja ein Gelernter. So, ich will mich hier noch... Ja, ich will... Erstmal... Okay, komm, wir gehen mal da hinten hin. Da hinten geht's nicht weiter, da gehen wir jetzt halt hin. Oh, was war da gerade? Irgendwas war da gerade. Aber ich kann es nicht direkt angucken. Okay. Nun. Okay, alles klar. Also. Pass auf. Das Eierding mit dem kleinen Mini-Tintenfisch da drauf, das ist die Statuette. Also man macht die Statuette in diesen Schrank. Dann macht man ein bisschen Wasser drauf. Dann macht man ein bisschen Feuer drauf. Dann verdampft das Wasser. Und dann ist es gut. Dann leuchtet das. Oder so. Hier ist noch ein Wandbild. Sieht aus wie eine Art Anleitung. Eine einfache Reihe von Schritten, die befolgt werden müssen. Anleitung, sagen Sie? Ja, das ist alles sehr faszinierend. Aber scheinbar nicht, ist nur halb so faszinierend wie dieses halbe Gemälde, das er da drüben begutachtet. So. Okay. Pass auf. Wir gehen jetzt darüber und gucken uns den Rest an. Okay? Gut.